Grüß dich. Heute geht's bei Borisch Lerner leicht gemacht um das Thema Smalltalk auf Bayerisch. Oder wir daten vielleicht sagen, ein kleiner Ratsch. Folgende Szene. Man trifft sich zufällig auf der Straße, beim Einkaufen. Ja, man trifft sie halt einfach. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Sind es zwei Männer, die sie treffen? Oder zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau? Je nachdem wird dieser Smalltalk natürlich jeweils ein bisschen anders ausschauen. Jetzt nehmen wir mal an, es sind zwei Männer, die sie treffen. Die Männer kennen sie und begrüßen sie erst einmal. Servus. Grüß dich. Dann erkundigt man sich gegenseitig nach dem werten Befinden. Und? Wie geht's? Ja, passt schon. Und bei dir? Ja, läuft. Kennt man sie besser, dann wird auch nach der Familie gefragt. Und daheim? Ja, allweil dasselbe. Bei euch? Geht allweil so dahin, weißt das eh. Also, ihr seht selber, das war jetzt kommunikativ nicht wirklich ergiebig. Was anders ist es aber, wenn diese beiden Männer ein gemeinsames Interesse haben oder einen verwandten Beruf. Bevorzugt, wenn beide Männer Handwerker sind oder Tüftler oder Bastler, dann schaut die Kommunikation nämlich viel vielfältiger aus. Und? Was treibst du dabei so? Ich ziehe jetzt bei mir daheim eine neue Holzdecken ein. Zum Beispiel. Und wenn jetzt der eine zum anderen nun sagt, magst du so schauen? Dann gehe jede Wette ein, dass dann der andere sagt, ja, das möchte ich sehen, was du da machst. Je nach Projekt, um das es sich handelt, also ist es ein, keine Ahnung, Oldtimer, der getuned wird, ist es ein Bauprojekt, egal was, wird sie dann drunter gelegt, neigekrochen, aufgeschaut und dann wird analysiert. Kommt dir das bekannt vor? Je nach Thematik wird dann mit Begriffe um sich geschmissen, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört habe.
Aber darum geht's jetzt auch nicht. Die zwei haben dann ein Thema gefunden, über was sie sich unterhalten können, und dann wird aus einem Smalltalk plötzlich eine richtige Unterhaltung. Heute genau über ein Thema. Wiederum ganz anders verhält sich das Ganze, wenn sie zwei Frauen treffen. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen kommunikativer sind als Männer, weil sie mehr Worte kennen. Der Smalltalk bei einer spontanen Begegnung zwischen zwei Frauen kann dann ungefähr so ausschauen. Hey, servus, grüß dich, wie geht's dabei? Dazu eine kleine Anmerkung, mir ist es nämlich aufgefallen bei mir selber, wenn ich jemanden mag, dann benutze ich zwei Begrüßungen. Dann sage ich zum Beispiel Servus, grüß dich oder Hallo, grüß dich. Nur wenn ich jemanden mag, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so? Dame Nummer 2 kann dann zum Beispiel entgegnen: Ja, grüß dich, lang nicht mehr gesehen. Mir geht's soweit ganz gut. Und deiner Familie, Kinder? Und so weiter und so fort. Vollkommen genderunabhängig gibt es dann ein paar so Ausdrücke, die du kennen sollst. Auf die Frage, wie geht's da, wenn es jetzt nicht so toll geht, wäre die Antwort passend: Mal so, war's das eh. Darauf sagt der oder die Gesprächspartnerin, und ansonsten tue ich nicht mehr gendern, wenn er nicht total oder sie total unsensibel ist, sagt dann darauf: Ja, freilich, ich weiß eh. Jetzt nehmen wir mal alles pressierter und das Gegenüber ist nicht eine Person, die du wirklich gern magst. Dann gibt es noch folgende Variante. Mei, wie soll's gehen? Neutral und gleichzeitig immer passend, aber auch nichtssagend: Passt schon. Lustig: Schlechte Leute geht's allweil gut. Darauf gibt's eine passende Antwort und die lautet: Haha, genau. Etwas subtiler: Mei, zum Jammern gab's auch was. Wenn der Gesprächspartner sagt: Mei, müssen wir mal wieder was machen, und du möchtest eigentlich gar nicht, dann ist die richtige Antwort: Ja, da müssen wir mal schauen. Wenn es dir eigentlich ein bisschen pressiert und du möchtest das Gespräch möglichst zügig beenden, dann sagst du am besten: Also dann, du hast jetzt wieder einiges über den bayerischen Dialekt gelernt. Wenn es dir gefallen hat, dann darf ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und wenn es noch irgendwelche Themen gibt, die du gern bei Bayerisch Lerner leicht gemacht behandelt haben möchtest, dann schreib's mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.